20 vor 17. Zum Glück ist wichtig. Endlich! Mit dem Fabian Unterreger. Endlich ist Freitag. Und was haben wir diese Woche, Fabian? Wir hatten eine Gruppe von Offizieren, die fordert, das hat mich überrascht Anfangswoche, die fordert Wehrpflicht auch für Frauen. Was meinen da unsere Landesväter? Christoph Blocher. Da, hören Sie, Doriani, das ist höchste Zeit. Schon unsere Landesmutter, die Helvetia, hat ja deres gemacht. Auf dem Zweifränkler ist ein Bild davon zu sehen, wo ich das mal selber gemalt habe. Selbstverständlich. Fernsehbachelor Vujo Gavric, Wehrpflicht für die Ladies. Ich muss sagen, Mario, bei mir hat sich noch nie eine gewehrt. Schon gar nicht, wo ich mein Gewehr gezeigt habe. Ja. Es wäre ja eine Revolution eigentlich vom Schweizer Militär. Nationalrat Christoph Mörgeli, geben dir diesem Vorschlag eine Chance? Ja, schauen Sie, das mit der Wehrpflicht für Frauen ist wie der Frauenfußball. Sie dürfen zwar auch mitmachen, aber richtig ernst nehmen kann's niemand, verstehen Sie. Aber ernst ist es den Frauen offenbar umso mehr mit dem Sado-Maso-Film 50 Shades of Grey. Die gehen auch ins Kino. Ich habe gemeint, wir haben das letzte Woche hier abgehandelt, aber nein, kein Tag diese Woche ohne Schlagzeilen dazu. Dann wollen wir es jetzt mal genau wissen. Und haben unseren Sonderkorrespondent, der Werner van Gent, gleich ins Kino hineingeschickt. Herr van Gent? Ja, hallo Zürich, es ist hier im Kino, Sie sehen wie auf dem Tahrirplatz unerschrocken prügeln Männer aufgefesselte Frauen ein. Und wir finden, eigentlich kann es das jetzt wirklich nicht sein, oder? Im Gegenteil, Herr Doriani, 50 Shades of Grey, das ist der Titel von der nächsten Albis-Gütli-Tagung. Graue Köpfe, wohin, dass man schaut. Hätte wenigstens die Weltwoche auf den Medienhype können verzichten, Roger Köppel. Ein sadistischer, reicher Mann, der anderen befiehlt, was sie sollen machen, kommt mir bekannt vor. Um was geht's? Ein Mann, der eine Frau fesselt und dann abschlägt? Oder wie man dem in Saudi-Arabien sagt, die Hochzeitsnacht. So, jetzt aber, langsam geht's weiter. Ich finde, da wird etwas im Kino verherrlicht, was so toll wahrscheinlich nicht ist. Moment schnell. Bastian Schiro, Gott von mir aus. Wie seht ihr, dass der Polit-Nachwuchs? Ja gut, ich bin im Nachwuchs, ich bin eigentlich schon Partei selber. Aber zuerst etwas zu meiner Person. Als Grüne genieße ich es halt, dass er zum geschlagen werden, besonders in Wahlen und Abstimmungen. Aber es gibt doch andere Arten, um sich zu quälen, wenn es denn muss sein. Sport, zum Beispiel Herztraining, Leistung, Tennis, Heinz Günther, Spezialist und Ex-Profi, oder? Ja gut, ich werde gerade den Roger fragen, dir tut sicher weh, dass ich bei jedem Spiel am Fernsehen mehr darf sagen als du. Persönlich bist du mehr Sado oder Maso? Ja gut, Heinz, ist klar, oder? Ich bin mich gerade persönlich am verändern, oder? Früher, da bin ich der gesehen, der alle geschlagen hat. Jetzt haben wir das den Blick am Morgen. Fesseln und Schlagen um die anderen plagen, das ist total out und hat keinen Style. Hört meine Musik, das hat den gleichen Effekt. Zum Glück ist wichtig.